Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin wieder zurück für eine kurze Zeit. Es gibt keinen deftigen Grund, warum ich eigentlich weg war. Ich habe mich einfach zu einem privateren Menschen entwickelt. Ich habe so ein bisschen das Interesse verloren gehabt. Ich war sehr abgelenkt. Und ja, ich bin halt mittlerweile so ein Mensch, ich poste gerne immer nur etwas oder erzähle immer nur etwas, wenn ich was vermitteln möchte oder wenn ich etwas zeigen möchte. Und das dann, wenn ich es auch wirklich will. Also nicht, wenn ich es muss oder irgendetwas oder irgendjemand etwas erwartet. Und deshalb bin ich halt nur noch auf Instagram aktiv. Ich bin mittlerweile 28 Jahre alt. Ich bin mittlerweile verheiratet. Ich hab mittlerweile meinen Abschluss zur staatlich anerkannten Erzieherin und ich möchte mich auch in der Richtung weiter hocharbeiten und mich auch weiter fortbilden. Es ist gerade voll komisch, irgendwie in die Kamera zu sprechen. Wieder. Aber es macht Spaß. Ich war mit meinem Mann vor kurzem in Kurdistan. Wie ihr wisst, also die es gesehen haben, ich habe ja vor 6 Jahren hatte ich ja Vlogs gedreht, als ich in Kurdistan war. Hab euch da mitgenommen und so ein bisschen die Orte und alles gezeigt. In den letzten Videos habe ich mehr geredet, was ich in diesen Videos nicht gemacht habe. Ich habe in diesen Videos so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, dass ich euch mehr die Orte einfach zeige. Die Orte sprechen für sich. Ich habe nicht so viel geredet, was wir jetzt machen, wo wir jetzt hingehen, wie wir jetzt das und das machen oder sonst irgendwas. Ich finde das so ein bisschen Zeitverschwendung und auch nicht so wirklich relevant. Deswegen habe ich euch nur ab und zu kurz was erzählt, einfach um euch wieder aufzufangen in den Videos, um euch so ein bisschen so eine Verbindung zu setzen. Genau. Ansonsten habe ich nicht so viel geredet, habe mehr gezeigt und es war wirklich traumhaft schön. Mein Mann war ja das erste Mal in der Region Kurdistan und es war für ihn auch sehr, sehr schön. Also es gab eigentlich nichts, was ihm jetzt nicht gefallen hat. Auch meine ganze Familie dort hat ihn wundervoll aufgenommen. Also ich könnte heulen, wenn ich daran denke, wie lieb die alle zu ihm waren und wie lieb die. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie an Kurdistan denke, muss ich weinen. Also da kommen mir die Tränen, weil es einfach so besonders war dieses Jahr. Genau, meine Familie hat ihn wundervoll aufgenommen und es war wirklich sehr, sehr schön und ja, deswegen habe ich das Ganze auch für euch aufgenommen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den Videos. Es werden so wie letzte Mal verschiedene Tage aufgenommen. Also ich habe jetzt nicht für jeden Tag ein Video, sondern ich habe für jeden großen Ereignis, was wir gemacht haben oder was so besonders war, habe ich aufgenommen und zusammengeschnitten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ganz liebe Grüße. Bis dann. Hello, good morning. Jetzt geht's ab nach Kurdistan. Ihr kennt noch diesen Satz. Ja, wir fahren jetzt zum Flughafen. Haben jetzt unsere Koffer gepackt. Und jetzt geht's los. Wir sitzen hier gerade am Flughafen. Das Flugzeug hat 1 Stunde und 45 Minuten Verspätung. Bin so müde. Ja, wir holen uns jetzt gleich einen Kaffee und was zum Essen.
Morgen. Wir sind sehr gut in Duke angekommen. Also wir waren ja erst in Arpet und dann sind wir direkt nach Duke gefahren. Und das lief eigentlich alles reibungslos. Auch die Hygienemaßnahmen haben die echt super gemacht. Wir mussten direkt einen Corona-Test machen. Ja, und dann sind wir direkt nach Duke gekommen. Und jetzt sind wir hier gerade eine Runde spazieren. Und es ist so heiß. Ja, es ist sehr heiß. Aber wir wollten die Umgebung hier anschauen. Wir wollten die Umgebung anschauen. Nein, wir wollten uns die Umgebung anschauen. Und ja, es ist echt sehr schön hier. Und jetzt gehen wir aber langsam wieder hoch, weil es sehr heiß ist. Sehr busy. Heute fahre ich das erste Mal in Kurdistan Auto. Wir sind jetzt bei Wow Beauty und jetzt werde ich meine Haare färben. Bin gespannt. Da ist mein Akku leer. Ist gleich leer. Hey Leute, ich wollte euch mal kurz meine Haare zeigen. Ich war gestern beim Friseur und habe mir die Haare machen lassen. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich saß 6 Stunden beim Friseur. Ich finde, es hat sich aber gelohnt. Und ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir raus.